So, herzlich willkommen zurück. Wir sind am Häslein suchen. Im Moment hat es da gerade ein paar... Da nicht gerade der Haufen, wie ich gerade muss feststellen muss. Ja, ist noch schwierig. So, die Spitze Häslein suchen. Währenddem kann ich einfach mal noch ein bisschen die Geschichte weiterfahren vom Wenzel selber. Der ist unterdessen nachher ohne Krone rumgelaufen. Und zwar hat sich das so zugetragen, dass auch in Böhmen sich auf die neue Opposition vom Hohen Adel hat zusammengetan. Das mal wieder mit dem Meißner Markgraf Wilhelm, der jedoch nach dem Friedensvertrag von 1401, und jetzt kommen wir dieser Zeit hier schon näher. Und hier hat es einfach keine Hasen. Irgendwie, oder täuschen nicht mehr rum. Hier gibt es nicht so einen Spürsinn oder so. Nein, es ist realistisch, wir müssen selber schauen, wo die Häslein sind. Ich hätte vielleicht vorhin den Pfeil wieder so einsetzen. Den haben wir schon erledigt, oder? Ja. Wie viele Häslein muss ich eigentlich einsammeln? Ich sehe auch gar keinen. Stocken. Das ist, also dockt rumlaufen, meine ich. Hallo? Jetzt vorhin da Tonnen Hasen gehabt, jetzt gibt es keinen mehr. Gibt's ja nicht. Hallo? Aber der Wald ist schon hure geil gemacht, hä? Ist schon hure schön. Hase. Ja, okay. Auf jeden Fall haben die sich da zusammengeschlossen. Und nach dem Friedensvertrag von 1409 haben sie wieder aus dem Land müssen abziehen. Auf Druck von den Aristokraten hat der Wenzel seinen Bruder Sigismund nach Böhmen berufen. Jetzt kommen wir eben zu diesem Teil. Also ist das eben 1401 schon gewesen, und das sind die noch gar nicht so weit gewesen. Es könnte natürlich sein, dass sie 1403 erst auf Skalitz getroffen. Das lasse ich jetzt mal von außen weg. Das ist noch nicht gestanden dafür. Einmal 1403, jetzt genau. Jetzt kommt er gerade. Eben, der Sigismund hat ihn nach Böhmen berufen. Und mit dem wir dann im Königgerät 1402 eine Vereinbarung, jetzt sind wir schon relativ getroffen, mit dem, wo er ihm faktisch die Verwaltung von Böhmen hat überlassen und ihm die böhmische Krone nach seinem Tod hat versprochen. Der Sigismund hat ihm dafür zum Rückgewinn von der Reichskrone verhelfen. Der ungarische König hat die Macht übernommen, also der Sigismund, und hat nachher nach und nach die Königsburgen besetzt. Hat aber jedoch mit dem Versprechen, das er seinem Bruder hat gegeben, nicht so pressiert. Und jetzt kommen wir eben in die Zeitspalte rein, wo jetzt Skalitz überfallen wurde durch Sigismund. Obwohl sie alle im Wenzel treu ergeben sind. Und das ist ein hoher Puff, glaube ich, so. He? Wenzel hat aufbegehrt, sein Bruder hat ihn daraufhin in Prag am 6. März 1402 festnehmen. Johann von Bucca, Heinrich III von Rosenberg, Ulrich von Neuhaus, Berenek des Skalitz, Skalitz nehme ich an, und Otto von Berg sind zu Landesverwalter ernannt worden. Unter Begleitung von Sigismund ist der Wenzel zunächst in Krumau und von dort auf die Burg Schauenberg bei Puppling gebracht worden. Und nachher haben sich wieder die einige böhmische Landsherren hergestellt, angeführt vom Jobst von Mähren auf seine Seite gestellt, da der Sigismund eine grössere Gefahr hat ausgemacht als der manipulierbare Wenzel. Und der Kampf zwischen Böhmen und dem ungarischen Königreich hat sich bis 1403 hergezogen. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt 1403, wo wir in Skalitz unsere Eltern sind ermordet worden und wir sind jetzt immer noch befinden in dieser Zeitspanne. Als dann die Unruhe in Ungarn ausgebrochen, war Sigismund gezwungen, Böhmen zu verlassen. Nach einer weiteren Internierung in Wien hat dem Wenzel am 11. November 1403 die Flucht gelungen. Ist dem Wenzel die Flucht gelungen. So, wir haben immer noch Kennerhasen
Und wegen dem unterbrechen wir jetzt hier. Weil ich muss jetzt erst mal die Hasen finden und das ist für euch sehr langweilig. Bis nachher. So, dann sind wir wieder zurück. Ich habe ein paar Hasen erlegt. Lustigerweise sind 3 von diesen 4, glaube ich, Hasen. Ich zeige euch, das wurde schnell gestohlen. Da, Hasenfleisch. Gestohlen. Finde ich super. Keine Ahnung wieso, aber es ist hervorragend. So, Kollege, jetzt. Speck. Wie war die Jagd, Herr? Bei mir lief es ganz gut. Sieh her. Zeig her. Nicht schlecht. Eigentlich ziemlich gut für einen gewöhnlichen Schmied. Ja? Sollte es nicht einen Preis für den Sieger geben? Jesus, welch Anmaßung. Ein Diener bittet seinen Herrn um Geld. Aber ich lasse mir nicht nachsagen, ich wäre ein Geizkragen. Also gut. Dein Diener dankt dir von Herzen, mein Herr. Und jetzt komm, lass uns richtiges Wild jagen. Ja, ist okay. Jetzt ist es einfach so, dass ich das Zeug hier ganz sicher nicht behalte. Warte, jetzt musst du gerade warten, Kollege. Heinrich! Jetzt muss ich das loswerden, was ist nein. So. Nein, das nicht. So, das kochen wir jetzt auch noch. Weil, es ist so, ich will doch das scheiß Hasenfleisch da nicht... Ah, jetzt ist es plötzlich nicht mehr geklaut, was gekocht ist. Sehr interessant. Ja, noch gut. Also, jetzt sind wir da bei... Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren. Jetzt weiß ich keine Ahnung mehr, wie viele Minuten das jetzt vorher waren. Aber ich glaube nicht so viel, ich meine, in der ersten Folge der schätzungsweise noch 5 Minuten. Ich habe das Zeit gebraucht, für da die Hasen zu suchen. Es hat nicht sehr viele Hasen. Wenn man sie sucht. Oh, da haben wir schnell. Ja, schade. Ich habe gemerkt, die Pfeile. Knapp gsi. Hey, wo ist er jetzt her? Halten. Ja, da hinten. Okay. Bleibst du etwa hier, da? Hey, warte! Also mit denen ist es nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach. Herschleichen. Und jetzt habe ich schon gesehen, ich habe schon einen Bereich gehabt, der zugeschaut. Ja, mit dem scheiß Ross ist viel zu schnell. Hey, wart! Wart! Wart auf mich! Ja, ich glaube, wir beenden die Folge hier. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange die jetzt war. Spielt auch nicht so eine Rolle, wenn es nur 10 Minuten war, ist egal. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal. Merci vielmals für zuzuschauen. Und ja, man sieht sich. Tschüss zusammen, so bald als möglich wieder. Da geht es schon weiter. Tschüss zusammen, ciao, ciao, ciao.